Ja, meine Kamera. Wo ist meine Kamera? Ah, da ist sie. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart World. Beim letzten Part haben wir Spike freigeschaltet. Nehmen wir gerade. Und Digga, der Soundtrack ist gerade Baba, Digga. Das ist schon. Digga. Ich muss generell sagen, der Soundtrack von dem Spiel ist genial, Digga. Ich habe es auch verdammt gefühlt, dass man so viel aus Super Mario Odyssey auch mittlerweile gehört. Das weißt halt aus neueren Games. Sehr nice. Also, Spike, was nehmen wir mit dir? Boah, das Spike sieht so geil aus. Digga, wieso schaut er mich so an, Digga? Das ist ja geisteskrank. Eigentlich hätte ich schon das echt ganz schön Bock drauf. Ich gehe mal kurz schauen, was wir genau im nächsten Cup für Strecken haben. Und anhand von dem würde ich gerne... Ja, wenn der wieder verschissen, ich komme es kotzen. Cheap, Kaskaden, Grotte, Kinobuhu und Knochentrocken, Dingsbums. Da sehe ich aber auch schon das Ding da, ne? Ja, nehmen wir den da. Easy, let's go! Wir werden jetzt heute auf Japanisch gebumst. Ich freue mich drauf. Ja, Digga, wirklich. Rack kommt mir auch bekannt vor. Hm. Oh! Oh nein! Oh! Ja, die Panzer sind mit so viel Hass erfüllt, das ist unglaublich. Digga. Okay. Digga, also die Fahrphysik sind so crazy anders einfach. Also wirklich, wenn du also im Wasser bist. Oh. Es hat sozusagen eine Art realistische, ich sage jetzt mal dumm gesagt, Delay. Wow, das hat es nicht so weggebracht. Ja. Ist schon krass, wie schnell auch Münzen respawnen und so. Das ist. Ja. Hey, ohne Scheiß, ich glaube, ich fahre jetzt auch mal bald an mit einer Taktik. Zwar wirklich einfach zweit bleiben, möglichst lang, bis halt wirklich so letzte Runde. Hä? Oh Mann, wieso kann man doch nicht fahren? Was ist das? Oh. Komm ab. Wow. Luigi, ich warne dich. Der rührt da sowas von fett, gerade mir bald in die Schnauze, ne? Ich call's. Geh doch nicht. Alter. Okay, der Pilz könnte noch, oh mein Gott. Könnte noch einiges retten oder auch nicht, weil irgendwie trifft des Todesarsch. Wieso oh, jetzt wird's knapp. Ich fahr wieder ins Nichts. Ist nicht! Oh! 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 Das kann ich langsam bald nicht mehr, Digga. Das ist geisteskrank. Scheiße, Alter. Bis jetzt muss ich sagen,
die Zwischenstrecken finde ich hure geil. So. Ich habe auch kurz ein bisschen Schiss gehabt, ey, vielleicht wird das dann lame. Ah, Baby! Digga, ohne scheiß Baby-Charaktere in dem Dreckspiel fuckt mich am meisten ab, ne? Oh mein Gott. Wieso können die Drecks-Baby-Charaktere nicht einfach zu dieser Fehlgeburtenrate bitte beitragen? Ey, ohne Scheiß, die sollten wirklich nicht existieren. Das ist ein ziemlich dunkler Spruch gerade gesehen, aber es ist mir so egal, Digga. Ich bin so hasserfüllt mit diesen Drecksviechern. Okay, das ist knapp so. Ey. Vor allem, die existiert immer noch, ne? Also die ist nicht, die sind einfach... Also die NPCs, die kannst du wirklich 5-mal bumsen gehen, Digga, die bringst du nicht tot. Ist einfach wieder da, hat mich sogar überholt, ohne Item. Okay, jetzt ist sie irgendwie, keine Ahnung, jetzt ist sie fliegen gegangen irgendwie, ich weiß auch nicht, wo die hin ist. Wo ist denn die hin? Ist die gerade auf der Map gehabt, oder wie? Die ist schon nicht mal mehr dritt, viert? Keine Ahnung. Ein Stachel kommt. Nicht überholen, denke ich. Ja, nicht überholen. Oh, geil, nochmal ein neuer Charakter. Tippen. Nein, das ist falsch! Oh. Ach. Ja, der hat einen Red Shell, Digga. Ja, geht gut, Digga. Ich finde es immer noch weird, dass du Bomben am Arsch kannst behalten und du wirst nicht davon gefickt, wenn du getroffen wirst. Ich bin ja deutlich in der Explosion drin. Boah, also mittlerweile musst du halt wirklich gefühlt in die Bombe reinfahren, damit die noch Bomben macht. Komm, bist gierig, rühr das Ding einfach drauf. Halt's gar nicht am Arsch. Versuch mich zu bumsen. Ja, gut. Wenigstens bist du noch nie geistig zurückgeblieben, ey. Wenn jetzt ein Stachel kommt, ich gehe Crash out. Bis jetzt ist noch nichts. Ich muss auf jeden Fall jetzt anfangen, ich kann auch ein bisschen mehr auf die Maps achten. Uiui. Okay, das ist, ja. Ist gut gegangen, muss ich sagen. Ist nicht schlecht. Nice. Nice. Alright. Ich muss mir mal ein bisschen angewöhnen, weniger hier nach links zu schauen wegen der Aufnahmen und so Zeugs, weil jetzt ist ja mittlerweile nicht mehr alles am Arsch. Das sollte es eigentlich nur sein. Uiui. Etwas, was ich zwar ein bisschen vermisse in diesem Spiel, sind auf jeden Fall die Mii-Charaktere. Die hätte ich schon gerne wieder zurück. An. Iu. Ui, ui. Machen wir das Item gescheit einsetzen. Irgendwie nicht. Aber das hier ist immer meistens für den Arsch, also... Okay, jetzt, Bro, ich bleib da unten, ich bewege mich nicht mehr weg. Rühr dich scheiß Red Shell, du Drecksbaby, der. Ich camp da jetzt einen ab, du glaubst nicht, wie ich da jetzt einen abcampe auf dieser Position. Weil wenn ich jetzt da gehe bumsen, bin ich selber am Arsch. Jetzt kommt Stachel dann bald und der ist wieder finito termine, oder? Okay, oder Baby Luigi geht hinter mir Crash out, Digga, was ist das?
Einfach Ruhe bewahren. Wenn ich ihn überhole mit... Ja gut, dann ist er auch scheißegal, Digga. Wenn Stachel kommt, ich bin tot. Egal, ob ich die... Oh, jetzt! Siehst du? Da kommt er! Zeug. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also, nein, nicht gespannt. Das ist gelogen, Digga. Ich habe ja eben Cups schon gespielt. Weil gestern mein Bruder rumgesehen ist und ich kann unbedingt mit ihm halt Mario Kart. Oh nein! Durch das Suchtenwelle. Das hat mich im Trailer so geflasht, dass da der Grafikstil sich verändert hat ein bisschen. Und ich habe gehofft, das wird ein bisschen öfters passieren, so was. Das ist richtig nice. Gib mir noch etwas zum Bumsen. Das ist nicht so richtig. Oh! Ich habe schon gesehen, wie wir beide fallen. Alter, ey. Aber okay, ich muss jetzt sagen, im Nachhinein, ich bin froh, dass ich dort ins Nichts gefahren bin. Ich wäre auch wieder vom Stachel genommen worden. Das ist Scam. Alles Scam. So Scam. Unglaublich. Ein Casino spielen bringt mir. Was ich übrigens sehr krank finde, kann mir das Video reingezogen von einem Typ, der das ganze Mario Kart World hier auseinandergenommen hat. Und bestimmt, also die Wirtschaft in dem Spiel. Er hat herausgefunden, er hat ausgerechnet, wie sieht eigentlich die Ökonomie aus in dem Spiel. Und wer ist eigentlich der reichste Charakter da? Weil überall, wo man schaut, es gibt, glaube ich, was hat er irgendwie ausgerechnet? Ich glaube 120 Werbungen, die du siehst im Spiel. Also erfundene Werbung, oder so Luigi Tires oder Wario Oil oder wie das auch immer heisst. Und die habe ich eigentlich geil gefunden, weil es hat sogar gewirkt, das hat Nintendo wirklich berücksichtigt, wer ist eigentlich der reichste Unternehmer von uns in einer Charaktere. Und Wario ist es halt, was logisch ist, weil Wario ist ein geldgieriger Hundesohn. Und ja, habe ich schon spannend gefunden. What is Mario Kart's World Economy be like oder so etwas? Und das ist irgendwie rausgekommen, ja, eigentlich ist man, glaube ich, in einer totalen Inflation, glaube ich, oder Deflation. Nein, in einer totalen Inflation eigentlich da, weil theoretisch Werbung hier zu machen für die Unternehmen jetzt kostet so viel Geld, weil das Mario Kart World kannst du etwa gleich schätzen wie mit... Ich bin so tot. So tot. Schau mal, der hat sogar extra ein bisschen... Es ist... Okay, es ist 3 von 4. Runde 3 von 4. Ich bin nicht ganz geguckt. Jetzt... Oh ja, Spritzen. Ja. Aber und so also mit der Formel 1 haben wir das gleich gesetzt. Weil, ja, das eigentlich so Sinn ergibt. Es gibt ja kein anderes Mario Kart irgendwas mäßiges Ding, Bums. Stirb, gehörst du nicht hin. Und spannend gewesen, muss ich sagen. Ich finde generell so weirde Game-Theorien, wo man versucht, möglichst realistische Sachen irgendwie in einem Spiel zu finden, echt spannend. Ich empfehle auch Hure den YouTube-Kanal. Ah, so geil. Nein, bringt nichts. Annie Austin. Das ist ein Typ, der auch so Spiele Hure auseinander nimmt. Zum Beispiel, ja, wo gehen die Flüsse von Red Dead Redemption hin? Oder von Tears of the Kingdom. Und da tut man so ein bisschen rausnehmen, macht überhaupt die Natur irgendwie in diesem Spiel Sinn? Und das ist schon spannend. Er hat, glaube ich, Mario Kart oder so. Was sind so die einsamsten Charaktere, die man findet in Mario Odyssey? Ich habe auch gesehen, er hat, glaube ich, vor 9 Stunden ein neues Video rausgehauen über Mario Kart World. Und zwar, was ist der einsamste oder speziellste Ort in dem ganzen Spiel? Oh mein Gott! Oh nein, oh nein, oh nein! Schmeckt schon, ich muss es das dritte Mal spielen!
Nicht geil. Nicht geil. Nicht geil. Nein! Ich hab gedacht, Gott ist gross. Ich hab kurz gedacht, er wird sterben. Ey, ohne Scheiß, das macht so keinen Bock. Ne? Jeder verfickte Cup. Jeder Cup bis jetzt nicht First Try. Digga, ey, das ist mies Abfuck. Yay! Schon wieder verloren. Sehr geile. Ah, sehr geile Trophäe, aber. Aber eben keine 3 Sterne. Dafür 2, aber. Müll, 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 Müll. Müll. Yay, neues Fahrzeug! Ja, hey, wir hören uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, keine gute Besserung.